So, dat is Mootzondag. Wat is Mootzondag? Viele von jullie weten dat al, aber ich will danach dort ganz kurz erklären für some, wat du sagen, wat is Mootzondag? Mootzondag is een dag wo Pastor Jacob gewöhnlich drei Männer, Frauen von hier zu Utebanken, oder von uit onze Gegend, wat hier zu in Wut bringen doen. En gewöhnlich, wenn wir deren opmerken doen, omdat du weer in Wut bringen kann von Utebanken, dat is een ding wat ons bloß erfrischen dat, ons merkt dat Mout, en wie nahen dat Mootzondag. Because Gott redet zu alle von uns. Gott redet nicht bloß zu den Prediger, er redet zu alle von uns. Und wir wollen bloß Gelegenheit geben, dass Menschen ihre Gabe können wiesen und dass wir können hören, was Gott sagen wird. Und so, Pastor Jacob ist von der in Kanada, heute seine Früh sind in Kanada, so besiegen ihre Tochter dort und so. Und so, ich kann nicht hören, so von der und dann unsere Redner verstellen und mich freut, dass wir das können, so dort tun. So, ich wollte uns ersten Redner vorstellen, das ist Rolando Unger. Heute in seiner Früh, sie haben 2 Kinder. Hier ist ein Bild von ihnen. Sie haben lang in Kanada gewohnt. Und als sie durchwären, in der Tag, wo sie durchwären, dienten sie aus Diakon. Und von der an, sie sind hier angetragen, von der an sind sie Port hier zu von Ansikirch und sie dienen hier zu Matt. Und wir wollen von der an horchen, was Rolando zu uns zu sagen hat. So, Rolando, come on up. Good morning. Wow, das lässt so schmack sein, weil freundlich gesagt hat zu sein. Es ist doch nicht im Vierreich, dort wie hier kein Top kommen, das füreinander sein soll. Ans wir einander abbiegen, ans wir einander Motto sprechen und auch Läufe beweisen einen den anderen. Und was mir am Herzen ist, das ist gleich Läufe. Gott und Jesus in der Läufe, was sie gehört haben, für uns und auch nach einmal haben. Wir haben gerade von der ein klein bisschen mit den Topen anzukicken, uns anluten. So, wir lesen wie die Bibel vielleicht durch und luten uns aber nicht in den kleinen Namen, wo dort gleich gekostet hat. Wir haben mit den Top sein, dass wir uns ein bisschen anschauen, was Gott dort gekostet hat und was Jesus dort gekostet hat für uns. Das erste war Johannes 3,16. Jetzt ist so ein bekannter Vers, dort sagt es, Gott seine Läufe für diese Welt, oder wie kann auch sein, die und mich, er ist so groß, dass er sie einen einzigen sehen darf. Also du sagst, dass sie einen einzigen sehen. Denk, wie du fängst genug an, dass er sie einen einzigen sehen. Du wirst nicht ein anderer, dort wird sie ein einziger sehen. Wir haben uns ein bisschen anschauen, wir haben uns ein einzigen sehen, was wir haben. Ich will nicht Gott spielen oder Jesus spielen, bis zum uns ein bisschen anschauen. Uns einzigen sehen, wir schauen am in Paraguay für ein paar 30 Jahre. Und wir wollten alle verrückt, dass er wird leiden, er wird verspottet worden, er wird am Kreuz genäht worden. Was will wir tun? Ist unser Leben groß genug? Haben wir dort ewig? So ist Gott dort ewig hat für uns. Aber ich glaube, worum Gott dort ewig hat für uns, das ist in der ewige Part von dem Vers, wo dort sein wird, dort all die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber dort ewig Leben haben. Und dort ist wertvoll, nicht? Das, worum Gott dort hat, ewig für uns und auch für alle anderen, für die, dort wir nicht brauchen verloren gehen. Jetzt ich habe mir bitte gucken von Jesus, was Jesus dort gekostet hat, für die Erde zu leben. Er lebt dieses Mensch, kriegt zu sagen, du. Und dort habe ich mir Markus 14, 32 durch 37. Und das ist, wo sie groß dort oben gehört haben, Jesus mit seinen Jüngern. Und wo heute seine Jünger sein, dort, du als haben wir was zu sein, der wird mich verraten. Und wo sie sich dann am Tag fragen, wer wird dort sein. Und das war 32, Vers 32. Und sie kamen nach einem Hof, der Gethsemane genannt wird. Und hier seht, und heute seht seine Jünger, sagt ihn hier durch, während ich beten gehe. Und heute nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Und am er kam eine Angst, dass er sattert und zählt. Sagt, dass er ging, dann bleibt mir das stumm. Wo am neuen Pai noch einmal 3 Stück mit.
Wasser bleiben auf einer Stelle, aber er nimmt sich Petrus, Jakobus und Johannes, nimmt sich wieder im Garten mitnehmen. Und wenn ich mir dann anschaue, das wird, wenn ich nicht eine schwere Zeit hier sein, dass mir seine Angst, hey, komm, dort Angst hat er, dann sehr. Ich würde auch ein paar Freunde mit mir mitnehmen, was wir im Bett wieder mit dem Garten angehen, dort ich nicht allein wird, nicht? Dort ich das haben wir im Hort, was du mit mir top wird sein, was diese schwere Zeit wird mit mir top durchgehen. Dann seht heute ein, meine Säule als ein Todestrüer, blieb hier und wirkt. Dann ging er im Bett wieder und schmeut sich auf die Ehr im Bett. Dort, wenn dort mehlig wir, dann soll am diese Stunde nicht treffen. Er sagt, Führer, Läufer, Führer, wie die als alles mehlig, nehm mir das Lieden Köpfe weg. Und das soll dort nicht so sein, als ich will, aber so als du weißt. Ja, wie dort auch so sein, das soll nicht so passieren, als ich will, aber so als du weißt, Gott. Wenn Jesus weiß, was er hier durchgehen. Dat hij wordt verspat worden, hij wordt om kriets geneld worden. Als hij terugkwam, sluipende Jünger, dann zegt hij te Petrus, Simon, schlafst du? Kost du nicht eine Stunde werken? Kann mich nicht anders verstellen, als Jesus wat zijn, is een zware tijd durchgegaan. Hij neemt deze 3 met, die zullen met amtop zijn, die zullen de amte Gesellschaft zijn. Nu gaat hij een eindje wieder in bed door. En hij kwam 3. En hij zei, dat hij slopen. Wat would we ons vallen, want we hadden 3 vrienden metgenomen. Die zullen met ons top daar een zware tijd gaan. En wanneer we terugkomen, zullen we de hand zich vielleicht beschäftigen met andere dingen. Slopen door. En han sozusagen ganz vergeten von uns. Wat zijn schwer was für Jesus, dort du unter sein. En dan vertrouwen deze 3 metnemen, dat die waren met hem zijn, die waren met hem daar gegaan, die ganze tijd. En dat die hem er nu alleen laten duiden. Maar daarna, Jezus had ons lief, hij wist waarom hij dat deed. En de results van al dit, wird wunderschön. Dat nächste is Markus 15, 33 en 34. Dan, dit is hoe hij dan om kriets heen duidt en zegt, es steht dan, op middag wordt dat truisten over de ganze land diesta. So op middag, was de dag als beten wordt dat diesta, so ik kan me verstellen, wat is een bed opvond was, niet? Waarom wordt het niet diesta? En in klok 3 uur middag schreef Jezus luid, Eli, Eli, sabachthani. Dat meint, mijn God, waarom hast du mich verloren? Hier wird Jesus ganz allein. Eerst die 3 Jünger werden eingeschlossen. Und nu nach Gott, sein Vater, hat ihn auch allein gelassen. Ich guess, wir machen das Bild sein, Gott wird in aller Helja Gott. Er können nicht mehr bei sein, als Jesus den Sinn ab sich nehmen dort. Aber aus dem Vater und aus dem Sehenden und Denken, wo schwer das mag gewahr sein. Dort die einer Vater, hat ihn nicht noch verloren. Kann er sich meist nicht verstellen, nicht. Aber das ist der Life, was Gott und Jesus haben für uns und noch haben. Für die und für mich. Zu mir ist es wichtig, was ist meine Life für mich Nuba? Was ist meine Life für den Nächsten? Habe ich das ewig, dass ich das weit? Meine Freunde waren mich verloren, mein Vater war mich verloren. Habe ich das danach ewig Dinge zu tun? Hast du das ewig? Ich mag bis hier in meinem Mut sprechen, dass wir wollen du sein für den Nächsten. Es sind schwere Tiden, was Jesus durchgehen, und wir gehen auch schwere Tiden durch. Aber wie danach sein, ich guess, es ist hier sein, dass Johannes 3 sagt, hier, dass all die am Glauben nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Gott und Jesus wissen, was die End Results werden sein. Und fragen sagen wir so, naja, ich habe vielleicht den Lauf für meinen Nächsten. Aber ich will Furz Results sein, nicht? Und Gott lehrt von der ersten Tag nach. Von den Results, dass wir an ihm wollen glauben, dass wir nicht wollen verloren gehen. So, weil wir nicht eidelig sind, weil wir Läufe bewiesen für den Nächsten,
Christendom, wenn das nicht was sein, oder okay, von der Weg das sein, dass du mir das hast drei tun, nicht? Weil wir bloß dann Leute bewiesen, wenn wir auch das wollen, Fuß sein oder drei kommen. Und das ist nicht, was Gott in Jesus veranstaltet, und das sagt ein Bibelvers, dass wir sagen, mal so wollen als Jesus. Mach Gott ihn segnen. Dankeschön, Rolando. Sehr gut. Hey, das nächste haben wir Ehepaare. Ehepaare, heute in seiner Früh, sind wir ein Pastor-Couple, oder Predigerlied und Pastors in El Valle Kirk für 10 Jahre. Und sie sind auch hier in der Hand getragen. Und sie sind von der und Port von uns Kirk. Sie fangen hier so an mit zu schaffen. Und ich habe von der und in Wut für uns. So, komm on ab. Hier so bei Lebenswasser sei wir sind eine Kirche für Familie, nicht? Und so, wir haben eine große Familie, und sehr dankbar für dort. Meine Großeltern haben noch eine größere Familie, meine Eltern im Sack, aber von der will ich zu Ihnen von reden, Fett für Ihre Familie. Und wenn ich an dort denke, dann kriege ich erstlich Tränen, meine Großeltern, meine Großpapa, heute fährt für uns, was ich das noch nicht erwartet. Dann fährt er all für uns, er sagt, er kriegt nur, dass wir wollen das Evangelium kriegen. Und er sagt, er würde Antworten kriegen für sein Leben, auch für seine Kinder, Großkinder und Urgroßkinder. Und kriegt er das mein Dad auch. Er fährt dafür, dass ich das weiten, er will mir das anprägen, dass Jesus ist der Rara, Jesus ist der, was du gekommen ist, uns Leben zu geben, uns Hoffnung zu geben, uns Frieden zu machen von unserer Vergangenheit, wo uns fehlt von Frieden worden, gehalten worden und so weiter. So das ist, was mein Dad hat. Und mein Dad sagt, mir wird interessant, weil ein Tag, dann kommt mein Dad und mir sagt, was du für mich fährten, wenn dort was fehlt. Dann sage ich, ja, ich kann das tun. Ich weiß da nicht viel das Wort, aber er erklärt mir, was es wird. Und in dem Moment kommt es nicht darauf an, dass ich dort muss tun, was er hat gedacht, was es wird. Aber er lehrt mich, dass ich will kämpfen. Ich will kämpfen für die Familie. Und von der aus kämpfe ich für meine Familie, für meine Kinder, für meine Großkinder und meine Urgroßkinder. Wenn ich das noch nicht sein kann, aber ich kann auch was für meine Großkinder sein. Und ich freue mich dafür, dass ich Großkinder habe. Und ich will einen Einfluss sein. Und meine Kinder einen Einfluss sein. Und meine Großkinder einen Einfluss sein. Ich habe einen Freund, der sagt immer, er will so viel als möglich noch mit seinen Großkindern top sein, weil er will noch einen Einfluss sein an dich. So er fährt für dich, er will dir was Gutes lernen. Und das ist, was wir Gott auch für uns tut. Er fährt für uns. Er hilft ihnen sehen. Er hilft alles haben, das Rolando sein dort. Und so das ist wichtig, dass wir dort tun. Und wir finden auch in der Bibel verschiedenste Geschichten, wo wir sehen, wo die Vorherrscher, die Eltern, die kämpfen für ihre Familie. Und mir hat in Matthäus 17, 14 müssen wir zu lesen. Das sagt es dort. Und als er kam, ein Fall kam ein Mann an, und schneit sich vor ihm und sagt, hier ist es, dass Jesus mit Wort von seinen Jüngern taub vom Bäuer raufkommt, nicht? Und dann kommen sie durch das Volk, und dann sagt er im 15. Vers, Herr, hab Mitleid um meinen Sehen, der haft soll er unter Ausstoß zu leiden. Er fällt Ferken am Wutter. Und ich möchte, dass die und er kam nicht deine Jünger, aber die können am nicht gesund machen. Dann sagt Jesus, die verdrehte Generation, dass die nicht glauben haben, wie lange soll ich noch beginnt bleiben? Wie lange soll ich mich noch mit Jünd aufgeben? Bring am einmal her. Dann redet Jesus ernstlich der Armen, der Sot und verleiht, und der Jung wird zu der Stunde an gesund. Jesus sagt wieder, das Futter, der hat ein Verlangen, dass sie ihn sehen, der wird halt gehalten werden. Er hat ein Verlangen, dass sie ihn sehen, der wird nicht mehr an dessen Ausstoß sein. Der hat ein Verlangen, dass sie ihn sehen, der wird frei werden, der wird gehalten werden, der wird kein Leben leben, so als Gott das wird geplant haben. Und dort er brachte in der Jünger, und wir wollten, dass diese Jünger, die sagen, wir finden an die Geschichte, sie können das nicht. Aber da wird einer, der kann das nicht, Jesus, der kann. Mir ist das interessant, was Jesus sagt, er sagt, wie lange soll ich noch beginnen bleiben? Mir sagt das so viel, heute denkst du,
nu wurden die Jünger dort all han te holen gekriegt, was sie zu tun haben, wer sie sind, was sie zu drehen haben, nicht auf dieser Welt und so weiter, was da abgeht wird. Er sagt, wie lange soll ich mich noch mit dir aufgeben? Mit ihnen aufgeben? Halt sich meistens waren am dort all ein bisschen alt, ist nicht so. Und ich glaube, eins mal wieder, dass so, wo ich noch mal glauben, nicht? Wo ich mal dort tun, was ich sein da. Und ich glaube, er lehrt nur, denn der Zeit, der wird kommen, wo er wird den Heiligen Geist schenken, dass er nicht auf diese Erde wird sein, wo er wird den Heiligen Geist schenken, dass er wird mit uns taub sein. So, wir sehen hier das Futter, der kämpft. Und wir wollten, dass er fällt am 4 im Wutter. Dort ist so viel, wir wollten, dass dort ist so tun, als sie kommen, der will am vernichten, nicht am 4 im Wutter nennen, der will am verdorben. Und so auch von der auch Ansichtkinder, nicht, wo wollen die nennen, wo wollen Ansichtkinder nennen. Kampf wie für unsere Kinder. Dass die nicht wollen erst von von Levi, die wir anprägen. Ich glaube, es ist wichtig, dass immer wahr, wir prägen unsere Kinder an, von jung an, von klein an prägen wir die an, wir prägen die an. Das ist wichtig, dass sie das Wort Gottes hier, nicht, dass sie das glauben, was wir uns sagen, und so weiter. Sie fallen an verschiedenste Versuchungen an. Wir wollten von der ersten Tag viele Personen, die fallen an Versuchungen an, Addictions an, und so weiter. Besonders auch viele, die fallen an einige denken, vielleicht das einfach nicht als wenig war. Einige fallen an Games an und sie fallen so deutlich an und das bringt ihnen den Trouble an. Andere fallen an Alkohol an oder an Drugs und Pornografie. Aber so tun die will vernichten. Dort ist was er will. Dort zu wegen in Johannes 10, Vers 10, da sagt er, ein Stehler kommt bloß, um zu stehlen, zu schlachten und eine Grund zu bringen. Dort ist was so tun der. Der will meine und deine Familie. Der will eine Grund bringen. Der will uns an den Grund bringen. Aber wir sind da, was wir fährten da. Wir haben eine Kraft. Und ich wollte Luther sagen, wir können das Beste fährten. Damit wir können unsere Familien gewinnen und verehren, streiten und so weiter. Er sagt, Jesus sieht das als eine verdrehte Generation, wo wir sind. Und von der ersten Tag leben wir nach einer verdrehten Generation. Diese Generation von der ersten Tag, vielmal dann hier wieder dass die Wahrheit der Welt, der soll verdreht werden. Nicht? Merk die eine Wahrheit. Ja? Dort, was du glaubst, dort wird reich sein. Dort wird kicken, was anders Wahrheit ist. Andere sein lieblos, merk die Lehnissen ab und dort wird Gott schaffen, es dort. Der nächste sagt, Sex bietet Marriage, dort schafft Gott. Und dort ist nicht, was das Wort Gottes sein wird. Jesus sagt, er ist der Wahrheit, die Wahrheit in das Leben. Dort wäre er ist. Und dort ist wo wir können nur kicken, dass er ist der Wahrheit, die Wahrheit in das Leben. Und so, Jesus ist gekommen, er gibt uns die Wahrheit, die Wahrheit in das Leben. Und wieder in Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, das Leben zu bringen und dort ihr das voll abhaben. Er sagt, ich will dir ein Leben geben. Jesus ist die Antwort, er will uns ein Leben geben. Leben, was du voll ab hast. Dort sage ich nicht, dass alles wird perfekt sein, an ein Leben voll ab auf diese Erde. Aber dort sage ich so viel, er hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um auf dieser Welt zu kämpfen und zu gewinnen. Und das andere Ding ist, wenn wir kämpfen dann für unsere Familie, wie als Kinder Gottes, wir können weiten, dass wir sind da, was du sind und der Gewinner sieht. Wir sind immer und der Gewinner sieht. So, wenn wir kämpfen, dann, wir weiten, wir stehen von dir, wo wir wollen gewinnen. Und dort ist ein gutes Ding. Und wir können froh sein durch sie Eva. Und dann wieder du im Vers 17, Vers 19 wieder sagt, es ist dann kommen die Jünger nur Jesus und uns allein werden und sehen. Warum können wir das nicht uittreiben? Er sagt zu ihm, weil ihr Glauben so klein wird, glaub mir, wenn ihr Glauben haben so groß als ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Boy sein, stell die dort hin, und der würde sich dort hinstellen. Und ihr würdet nicht allmählich sein. Er sagt hier, wird nicht allmählich sein, verehrt. Er sagt hier, so, wenn sie Glauben haben. Von der ersten Tag an fehlt das an Glauben. Ich will die sagen, von der, wenn die was für deine Familie kämpfen, dann hat Glauben und das Wort Gottes. Dann hat Glauben und was Jesus uns gelehrt hat. Hat Glauben daran. Hat Glauben, dass die kannst für deine Familie anstehen. Wenn die ein Problem anfallen, dass die kannst für dich anstehen, die kannst glauben, wenn die was beten für dich, das wird was halten. Und dann sagt er in den 21. Vers, immerhin, so wird aus dir bloß durch Fasten und Beten Ried zu treiben. Das andere Ding ist, wir machen Glauben haben,
es ist wichtig, dass wir fasten tun und beten. Diese 3 Dinge, besonders will ich uns mitgeben. Das ist die Dinge, die wir brauchen für unsere Familie. Diese Dinge brauche ich in meine Familie, um Familie kämpfen. Dass die wollen in geistlichem Wachsen können, dass die wollen im Frieden leben haben, ein Leben, das der Fall ab ist, Gemeinschaft mit Jesus Christus, Gemeinschaft, Erfahrungen mehr mit ihm, in den Unterschied mehr in dieser Welt. Dass wir wollen Pferdeweg gehen. Jesus ist da, was mir in die ein Leben gibt. Jesus ist der Antwort. Und weißt ihr, wir haben die Autorität über so tun. Wir haben die Autorität über am im Stich Terrin, am war Futterschat. Wir haben diese Kraft, wir haben diese Autorität auf Jesus uns gegeben, zu fähren für unsere Familie. Wir sind die Gewinner. Wir sind die Gewinner und wir wollen immer weiter Gewinner bleiben, wegen Jesus ist mit uns. Der Heilige Jesus ist mit uns. Und alles ist möglich für die, die glauben. Ich will dir sagen, wie wir glauben, für uns ist das möglich. Wir wollen immer weiter einen Unterschied machen. Und wir wollen fähren für unsere Familien. Amen. Dankeschön, auch sehr gut. Hey, das nächste haben wir noch ein heißt Niefeld. Je kann am vielleicht von sein Bestial fahren oder von some Leute, was er singt. Er ist von, ich frage mir schon, ich glaube, er kann sein, er ist von Blumenau Kirche, aber er sagt, er hat nicht gut abgelehnt, besaß verschiedene Kirchen vorhin reden. So er fährt von einer Kirche in die andere Kirche und redet und so. Er hat ein Hort für Mission, er hat ein Passion für Mission. Pastor Jacob sagt mir, dass er von uns ungefähr 10 Jahre wird, dann hat er angefangen Tickets zu verkaufen, zum Geld zu sammeln für Mission. Und so, das wird am Scheinjahr heute Geldraising für verschiedene Organisationen, für Mission. Und aber von der an ist er nicht hier zum Geldraising, von der an ist er hier, wenn er hat ein Wort für uns. Und so kommen wir ab, dass das dienen tut. Vielen Dank, schön, Lehrerschaft, für diese Gelegenheit, für das Vertrauen. Ich sehe, Pastor Jacob, dass was die Leute wollen. Und ich merke mir auch heute, dass ich nach Monaten danach komme. So. Ich habe eine Frau, und zu mir sagen sie, wenn du eine Frau hast, dann fahr nur die Kirche, und die warst Antworten fängt. Das ist, was ich von dir hier sein. Ich habe mir entschieden, nicht hier raufzugehen, weil ich die Antworten habe. No, just kidding. Ich habe eine Frau. Wer ist normal? Ist ich normal? Ist Brian normal? Ist ich normal? Ist Albert normal? Ist Pastor John normal? Oder ist ich normal? Was braucht dort zum normal sein? Wer entscheidet, wer normal ist? Der uns Präsident, unser Vorsteher, unser Prediger. Was bedeutet dort, ein normaler Mensch zu sein? Pete vertelt mir eine Geschichte von ungefähr 10 Jahren zurück. Er kommt von Kanada und er reist durch die States und er will nach Mexiko. Dann fuhr er nur in Heim, wo seine Kinder sind, wo extra Hilfe brauchen. Da wird wir würden sein, die sind nicht normal. Die sind nicht systematisch. Was Peter der merkt, das erste, wer vor ihm steht, ist Rob. Und Rob fragt dann, was ist dein Name? Wann bist du geboren? Wo heute in der Früh? Wo wohnst du? Wo bist du geboren? Und dann einmal dort die Frau und Meier. Als Peter einmal auf die Frau und alle beantwortet, dann geht Rob weg. 8 Jahre später kam Pete 3. Nur das ist ein seltsamer Platz. Er hat lang von Rob vergessen. Er merkte der ob, wer glaube ich wieder. Durchstand Rob. Rob sagte Pete, das ist die Name, das ist die frühe Name, die was ab da in der Stadt geboren, die wir stehen den Tag, die hat so eine kleine Ham an, und all der ewige dort, ich frage, was haben 8 Jahre 3 gefragt hat,
Seht hij am Ola en dan vroeg hij aan waar 30, 40 vrouwen. Dit deed Rob alle dag. Tegen jeder persoon wat een aankwam. Piet had Rob 8 jaar 3 zijn en hij had van Rob vergeten. Rob deed het alle dag en hij had al de antwoorden van hem. Rob moest pünktlich aan een dokter komen. Een dag met hem Februar heb ik een dokter en dan vraagt hij, wanneer is mijn nächste appointment? Dan sagt der Doktor, bis von ungefähr der 14. Juni. Dann checkt Rob den Doktor an und sagt er, sie nach schaffst du euch. Der Doktor sagt, das kann nicht so sein. Aber er hat ihm sicher sein, er merkt seinen Computer auf und er checkt, in der 14. Juni ist unser Nach. Wer ist nicht normal? Pete oder Rob? Toeleg, wanneer een persoon andere abilities heeft als ik heb, der kann nicht schön singen, der versteht nicht zu schlingen, der versteht nicht zu breusen, der braucht eine Brille, der braucht ein Gebiss. Wonach? Dann ist er nicht normal, ne? Dann gebe ich den Menschen einen Sticker. Das wäre die Best. Du bist nicht so stopmat. Heb je mal gehört? Oder heb je mal gesehen, wenn du ein Lied sagst, der hat ein Kind, das hat erst ein Gewässer verkrepelt, oder der kann sich nicht ganz kontrollieren, den Körper, oder was immer. Dann, aber immer hast du das von Menschen sagen, sie, check. Der hat ein Kind, das ist nicht so smart. Wirklich? Sagst du, Gott hat einen Fehler gemerkt mit der Person merken? Vielleicht denke ich, du nicht so fertig an. Ich glaube, ich habe vielleicht selbst fertig getan, wie mit diesen Kindern schaffen deuten. Aber sein Kind ist nicht normal, eine Person ist nicht normal, oder das ist nicht so smart, dann sage ich, Gott hat einen Fehler gemerkt, nicht so? Stimmt das? Therapiezentrum ist bei Kilometer 14. Wir haben nu, meine Freunde und ich haben für ein paar Jahre geholfen mit Fundraising durch so. Das Therapiezentrum schaffen kann. Wir haben 20 Kinder nie abstecken. Und wo wir selbst arbeiten von unserer ganzen Umgebung, sind wir um 200 Kinder, die unsere Hilfe brauchen. So wir sind von ungefähr 10% von den Need, was du hast. Therapiezentrum schafft von Montag bis Freitag. Von Tag 8 morgens bis Tag 1. Die Kinder kommen daheim. Tag 1 verlassen sie waren in Haus. Das ist eine große Hilfe für die Eltern, wenn du brauchst sehr viel Energie, mit uns diese Kinder zu schaffen. Die Eltern waren müde. Und wenn wir nicht selbst uns dort in der Familie gehabt haben, da wird wir gleich, was ist das wirklich für nicht so? Ander, hier von Cocktailmok, seine Eltern kommen zum Therapiezentrum in Früh und die andere halten. Wir sind bei allen Doktors gewesen, was wir wollten. Wir sind an verschiedenen Städten gewesen, wo sie Therapies geben und die sagen, alle zu uns, du hast nicht Hupning, dass andere ever was tun kann. Andere ist nicht ein Kandidat durch Kaminar. So wir sehen, wenn wir mal anfangen. Wenn wir mal mit 2 Monaten umfangen, dann werden wir mal anfangen, also haben wir einen Unterschied gemerkt. Nur 2 Monate sau wie andere erst wiedergekommen. Nur 8 Monate, dann ging andere nicht. Andere der Rand ganz verfall. So wir glauben, Gott hat Wunder durch uns, wenn wir uns Brücken lohnen. Das ist, was wir glauben. 2 Wochen 3, der Jolanda hier von Lowform, nimmt sie ihre erste Stoppe und Hilfe. Stellt Ihnen vor die Freude von diesen Eltern. Zu sein, wo sie mir immer gesagt haben, hier ist schöne Hupning. Dann auf einmal hast du doch Hupning. Wenn du sagst, so eine Person, die hat entschieden, und das Kind und diese Person zu glauben, ohne dass die Person vielleicht selbst an sich glaubt.
Wenn du seine Person, die han entscheidet, Gott seine Stimme zu horchen, nur sein Wut zu horchen, in diese Kinder eine Chance geben, in diese Person sein, du bist nicht normal. Du bist bis anders als ich. Du hast vielleicht andere Abilities. Ich kann allen, viele von den Kindern vielleicht. Er ist ein sehr feiner Drummer. Er hat Autismus. Aber die Eltern haben an ihn geglaubt. Und andere Menschen haben an ihn geglaubt. Und er ist ein wundervoller Drummer. Das bedeutet nicht, wenn ich ein Special Need habe, eine different ability habe. Da ich nicht einen großen Unterschied merken. In unserer Familie. Matthäus 25, Vers 40 sagt, da wollte ich nicht dann sein. Ich sage Ihnen, was ihr für den geringsten von meinen Brüdern getan haben, das habe ich mir getan. Und von der sagt Jesus vielleicht zu uns, Gott sagt zu uns, ich sage Ihnen, was die einen von diesen Kindern getan haben, das habe ich mir getan. Ich merke, in Mut, kommt Therapiezentrum nach oben besiegen. Dort wird ein Unterschied sein. Wo wir proben zu merken, wo wir don't merken, mit Gün taub. Wir haben Menschen hier in diesen Bänken von der, die sind al für Jahre eine gute Stadt gewesen für Therapiezentrum. Dort ab den To-Do-Listen ab. Euer das Jahr dadurch ist, weil ich Therapiezentrum immer besucht habe und ich will checken, was du geschafft hast. Da merkt ein ganzer Unterschied, wenn du kommst in Besiegsanzen, du sitzt, was diese Kinder hier beleben, als wenn ich hier am Stage komme, ihnen was vertelle. Vielen Dank schön für diese Gelegenheit. Als nächstes sollen wir hier noch ein Kartenvideo. Und da ich den Weg, schick mir ein Message, sag mir mal, wer ist normal? So gut. Vielen Dank schön. Alle drei wären super sehr Fan. Weil wir endlich einen Handklatsch geben. Wenn jemand eine Verläufe trafen, dann, weil wir einen Motor sprechen in ihre Goven, dass sie bloß auch mit Mut hier wieder gehen und bloß schaffen und was Gott hat für Goven gegeben. Hey, wie das Gebetsteam wird hier insofern sein, wenn die dort an Gebet fehlen, kommt nur fern, sie sind hier in Tom für die Anstunden und Gebet und was immer du durchgehen lässt und schwere Ding, vielleicht was nicht in den Hort ist, sie sind hier in Tom für die Beten. Und ich will bloß ein Sehen beten, und dann sehr loten. Vor dem Himmel, Dankeschön für diese Kirche, Dankeschön für jeder einer, der hier zu ist. Ich bete bloß ein Sehen über ihn, ich bete ein Sehen über die Redner, die hier von der und wir. Und ich freue bloß, dass du warst mit gehen durch diesen Weg und dass wir uns hier nächsten Weg weiter treffen. In den Namen Jesus. Amen. So wir uns hier in den nächsten Weg.